Herzlich willkommen zurück bei Train Sim World. Wir haben das letzte Mal angefangen mit dem Training für diesen Zug, für diese Schnellbahn, sage ich jetzt einmal. In Typ muss erst schauen, was es ist. Das ist irgendein Bombardierzug, keine Ahnung. Aber das wirst du dann im Titel von der Episode dann eh sehen. Und zwar, ich habe mir jetzt gedacht, wir spielen heute oder wir fahren heute ein kleines. Warte mal, was gibt's denn da? Szenarien. Verbindung über Essen. Ziel Duisburg, S1 Express. Das hört sich geil an. Nebel auf dem Rhein, S1 Express. Wie lange dauert das? 25 Minuten. Ähm, ja, ich hätte gesagt, das probieren wir, oder? Start hätte ich gedrückt, jetzt fällt halt nur mehr das Spiel. Ja, genau, die Ladezeit. Oh, ich glaube, ich werde demnächst anfangen, diese Ladezeiten rausschneiden, weil das geht mir auf die Nerven. Das ist ja für euch scheiße, ehrlich. Wie ich schon einmal erwähnt habe, die erste Ladezeit, wenn du in das Spiel einwühlst, bist du fast 2 Minuten nur mit Ladezeiten beschäftigt. Ich meine, das ist ja Horror. Das ist ja wild, ehrlich. Also, ich weiß nicht, wie die das programmiert haben. Ich weiß es nicht. Ja, siehst du, einen Train Simulator müssen die auch mal. Ich meine, für einen Train Simulator habe ich schon was aufgenommen, aber, beziehungsweise mal was ausprobiert. Das wird aber ein bisschen dauern, bis das kommt. Da habe ich was Eigenes gemacht. Da haben wir was Eigenes überlegt. Da könnte es sogar sein, dass das erste Mal ein Skript von mir herrscht. Aber das schauen wir uns einmal genauer an, wenn es soweit ist, gell, hätte ich gesagt. Willkommen in Duisburg. Dies ist ein Expresszug auf der S-Bahn-Strecke nach Osten. Sie werden den ganzen Zug bis nach Bochum fahren. Ja, okay, Türenend. Regeln. Passt, Fahrgäste einsteigen lassen. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich solche Spiele einmal für meinen Kanal nehme. Und trotz der ganzen DLC-Politik machen es irgendwie Spaß. Weiß nicht warum. Irgendwas haben die Spiele. So, wieder an der Elgato ein bisschen mit pfuschen und auf Fahrgäste einsteigen lassen. Warten Sie bis 19:01:30 Uhr. Okay, das Signal ist grün. Ich werde es aber Zeitl bitte nicht böse sein an die Experten und Profis in den Spiel, aber die ganzen Hilfssignale da, was du da siehst, die lasse ich immer noch ein bisschen eingeschalten. Ich bin ein bisschen ja, rückständig in den Sachen. Ich muss das alles erst lernen. Das dauert ein bisschen. Aber ich bin willens, dies zu erlernen. Ja. Türen verriegelt. Hoffe ich heute mal. Ja. Erhöhen Sie die Leistung, um in Bewegung zu kommen. Vorwärts. Traktion Hammer. Mülheim an der Ruhr in 5 Minuten. Okay, passt. Wir fahren los. Jetzt schaue ich nur gerade, wo führt uns die Weichen hin? Ah, wir haben eh grün. Genau, das wollte ich wissen. Ich hoffe, die Lautstärke vom Zug ist für euch angenehm. Okay, das heute Signal ist für links. Wir haben freie Fahrt. Tempo 80.
Also wenn der Zug so mitschaukelt, die Kameraführung zumindest, finde ich, ist das geiler, als wenn sie so steril gerade steht. So. Wir bleiben jetzt einmal... Ah, wir können beschleunigen. Merke kenne ich 2 bis 3 Kilometer vorm Bahnhof schon runtergehen vom Gas. So, dass du dann auch die richtige Dings erwischst. Mhm. Ja, da geht's so, ha? Okay, wir werden jetzt mal ein bisschen runtergehen. Den Leistungshebel werden wir mal auf 0 stellen. Und ansonsten gehen wir ein Stückel mit dem Leistungshebel wieder zurück auf. So, schau her. Damit er nicht gar verhungert, weißt? Weil jetzt geht's eigentlich eben dahin. So. Na, ist schon besser. Mit den Außenkameras will ich noch ein bisschen warten, bis ich mal drinnen bin in den Spiel, bis ich mal so richtig weiß, wie was funktioniert. Und in der Zwischenzeit, irgendwann einmal werde ich mir dann ausschreiben, die verschiedenen Bedienelemente am Controller für den ganzen Schwachsinn da. Weißt du was? Wir werden ein bisschen Gas geben. Schauen wir mal, reagiert er? Ja. Aber der kommt mir trotzdem sehr laut vor. So. Ist schon besser. Neun 19:07 Uhr. Okay. Das nächste Signal ist auf grün. Freut mich. Und ich bemühe mich halt wirklich, dass ich wirklich das erwische, was ich mir vorgenommen habe. Spiel. Ja, wie gesagt, die Performance ist etappenweise zum Davonlaufen. So. Jetzt schaue ich noch gerade 700 Meter, da können wir schon aber vom Gas. Na, es ist ein wunderschönes Spiel. Also wenn du da mal wirklich ein bisschen Abwechslung haben willst oder also ein bisschen was ruhigeres haben willst, ist das sicher extrem geil. Weil man sonst hätte ich jetzt nicht schon, das müsste jetzt schon die 5. oder 6. Episode aus dem ganzen Schwachsinn sein.
Sehr geil. Na, jetzt Kruzifix. Ja, bleiben wir auf minimaler Bremse. Stört auch keinen. Ja, geschäftiges Treiben, ha? Frei bewegliche Kamera. Und dann kannst du nichts tun. Naja, so viel zum Thema. Aber es schaut eigentlich relativ geil aus, so. Die Sicht, was du jetzt hast. Gefällt mir. Wir gehen wieder auf die internen Kameras, genau. Türen verriegeln. Die Türen piepsen. Türen sind verriegelt. 19:13 Uhr. Okay. Los geht's. Oh. 119,6 Kilometer. Bahnkilometer halt. Was haben wir? Okay. Da können wir dann auf 160 beschleunigen. Jetzt fahren wir mal mit gezähmten 96 dahin. Ist jetzt mal wurscht, ob wir jetzt da viel weg sind von der erlaubten Geschwindigkeit. Wenn wir unter 90 fahren, na okay, wir können ein bisschen beschleunigen. Okay, wir können ein bisschen beschleunigen. Was ich. Oh, es geht ja bergauf. Ja, müssen wir beschleunigen. Ja, 7,8 Kilometer. Ja, da haben wir eine schöne Strecke noch vor uns. Wie gesagt, mit dem Rapid Transit, der gefällt mir ganz gut zum Fahren. Day Gondel ist auch relativ schön zum Fahren. Ja, 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 ja. Ah, jetzt da können wir auf 160 beschleunigen. Probieren wir es einmal. Mehr wie schief kann es nicht. 1,7 Kilometer, wie du siehst, das Signal ist frei. Und der nächste Bahnsteig oder der nächste Bahnhof sind 6,5 Kilometer. Und Zeit haben wir noch knapp 2 Minuten. Ja, ist mir eigentlich aber auch relativ wurscht, ob wir jetzt da 5, 6 Minuten Verspätung haben. Okay, das Signal ist grün, das nächste ist grün. Ja, das läuft ja daher. Oh. Wir steigen noch mal ein bisschen aufs Gas, beziehungsweise in Hebel, da wir noch mal ein Stückel 4. In 2,5 Kilometer müssen wir schon wieder auf 130 reduzieren. Da, schau. Also ein wunderschönes Spiel an und für sich. Wie gesagt,
Bis auf zwei Probleme, was ich habe, die DLC-Politik und zeitweilig, wie du jetzt siehst, die Performance. Also, alles was recht ist, das sind zwei Punkte, da fahren die Entwickler bei mir aber sowas von Minuspunkte ein. Finde ich persönlich nicht in Ordnung. Wie gesagt, ist jetzt bitte nur meine subjektive Meinung, das muss dann auch jeder für sich selbst ähm, klären. Aber wenn ich mir schon erlaube, als Entwickler solche Preise bei den DLCs und Erweiterungen zu kassieren, und dann biete ich so eine Performance, Entschuldigung, wurscht. Ich würde jetzt mal das Spiel genießen, ein bisschen zumindest. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen weiter runtergehen. So, jetzt da. Was aber gestehen muss, ich finde den Sound von der Lok finde ich relativ geil. Türen entriegeln, das machen wir gekonnt und nicht gewillt. Das dauert immer wieder ein bisschen, aber das ist ja eh, mein Gott. Bin mal gespannt, wie lang die Reise noch geht. 25 Minuten. Für 25 Minuten ist das DLC oder diese Fahrt angesetzt, wie du im Intro gesehen hast. Und mal schauen, wie lang sie wirklich geht. Ja, den lassen wir dabei da. Die Türen sind verriegelt. Hoffe ich heute mal. Okay. Essen, Kreis Süd. 4,2 Kilometer. Okay. Haben wir auch gespeichert. Jetzt dürfen wir mal auf 110 beschleunigen. Bin mal gespannt, wie weit wir hinten sind. Oh, schau, Kruzifix da. Scheißspül.
Und ja, wir spielen es auf der Xbox One. Aber trotzdem darf das nicht sein, ne? Oder meine Xbox One ist schon so scheiße. Kann auch sein, ich weiß es noch nicht. Bäh. Aber vom Gas. Na, bleibst du auf minimaler Leistung, bitte? Danke, du Saukopf. 1,9 Kilometer, da können wir gleich wieder bremsen, wie du siehst. Das werden wir jetzt aber auch wieder anfangen. So ein bisschen bremsen. Minimal. Ja. Weil ich möchte jetzt mal schon richtig fahren und keinen einzigen Dings übersägen. Beziehungsweise schon dezent genau dort ankommen, wo ich hinkehre mit der Lok. Alter, dieses Gerockel. Wahnsinn, Alter. Aber es ist bis dato, ist es in der Erweiterung oder in dem Modus da, auf der Strecke am wütsten mit dem Ruckeln. Ja. Passt. Ich bin mir gar nicht sicher, haben wir das einen Kurzzug oder nicht? Das möchte ich was wissen. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Na, da haben wir nichts. Begrüße. Ist im Mistkiebel irgendwas? Nein. Ja, selbst Sachen, die du in Fallout 4 machst du sogar da. So wie Mistkübel mit umstochen. Meine Damen und Herren, es ist Panik, es ist Panik. Resident Evil bricht aus. Wir haben leider ein Virus da herinnen in diesem Zug. So, äh, äh, Kruzifix, oder danke. Jetzt krieg ich einen Stress auch noch, oder was? Gut. Türen sind verriegelt. Wattenscheid. Oh. Hehehe. Ich hab jetzt gedacht, warum ist denn das jetzt so laut? Aha. Boah, da kannst du gleich 150 beschleunigen. Wir probieren es einmal. Die Signale sind ja auf grün. Mal schauen, wie schnell der geht. Ja, warte mal. Ich bin mir da unsicher. Ich meine, dass es da im Endeffekt noch auseinanderfällt, die Gurgel.
Ja, ich trau mich nämlich nicht auf die Außenkamera momentan. Was hast du übersicher wieder irgendwas? Ich kenn mich ja. Ja, ich fange aber jetzt schon das Bremsen an. Ich bin da mittlerweile sehr vorsichtig. Weil es ist bis jetzt noch nicht eine Strecken vergangen, wo ich nicht über den Bahnsteig drüber ausgefahren bin. Einmal. Ein Stück mehr. Also ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, das ist bis jetzt der schönste Zug mit dem Rapid. Der ist wirklich gescheit zum Fahren. Türen entriegeln. Sehr geil. Jetzt warten wir noch ein bisschen. Kurz einen Blick, jetzt rauchen wir noch, ja. Okay, jetzt geht's gleich wieder weiter. Türen verriegeln. Oh, wir können schon auf 140 beschleunigen. Sehr geil. Bochum. Ich glaube, da müssen wir dann eh stehen bleiben in Bochum. Na, wo ich geht. Dauert immer nur ein bisschen länger, bis der Sensor in Motor hinten aktiviert. Hinten. Ich weiß ja gar nicht. SIF-Pedal. Ah! Die Sicherheitseinrichtung, was da gibt. Da gibt's ja irgendwas. Aber ich glaube, Bochum ist der letzte Halt jetzt da, ja? Bah, können wir auf 160 beschleunigen. Geil. Ah, jetzt hat das Spiel umgeschalten unten bei der Anzeige unten vom Tachometer. Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, es ist aber auch schöne Strecken. Ja, wir bleiben gleich auf Vollgas, weil da ist nämlich eine Steigung von 0,9%. 0,6, 0,1 Gefälle, 0,4 Gefälle. Immer wieder schauen, rechts vor uns oder rechts vor uns am Gleis. Oh, da ist gelb.
Nicht ruckeln. Scheiß Spül. Wir müssen uns ein bisschen konzentrieren. Aber für normal dürfen wir durchfahren. Ja. Oh, 400 Meter Tempo 60. Ja, das wird jetzt geil. Ja, das haben wir jetzt aber shape. Das haben wir jetzt aber echt shape hinbogen, den ganzen Scheiß. Dir sag es. Oh, wir müssen nicht gleich stehen bleiben. Ja, ich glaube, das war's. Das war unser Zug für heute. Bochum. Türen entriegeln. Oder müssen wir noch Strecken fahren? Ich glaube nicht. Weiß jetzt gar nicht. Aber für normal müsste es jetzt vorbei sein. Angesetzt war es ja noch für 25 Minuten. Wir haben eigentlich die Zeit relativ schön eingehalten. Schau mal. 1 Minuten, 1 Minuten. Schön. Geil. Das gefreut mich. Wie gesagt, ich muss ja anfangen, mich wirklich einmal mit diesen Sachen da zu beschäftigen, gell? Also von dem her. Gut, hat mir jetzt gefallen, die letzten 25 Minuten. Das war schön, ist eine schöne Strecken, beziehungsweise der Zug ist auch schön zum Fahren. Beim nächsten Mal werden wir uns irgendwie da irgendwas aussuchen, werden wieder das Training machen für die diesbezügliche Lok und dann sehen wir weiter. Mir würde einmal ein Strecken mit der Taurus in den Sinn kommen, aber das sehen wir dann, wenn wir soweit sind, gell? Ja, ich hoffe, du hast ein bisschen einen Spaß gehabt mit den ganzen Schwachsinn da. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Lust und Laune deinerseits. Bis zum nächsten Mal und ja, Baba.